Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Kurz und windig, Mark. King kannst du mit der Golden Ring? Ist das von dem 1, 2, 3, 4? Ich weiß Und nicht, wo wir es ist. trinken heute ein Bier. Ist nicht von Ich weiß nicht, ich kenne nur King kannst du mit dem Golden Ring. also Wahrscheinlich ist das von dem Sputin, von der Legende. Sport im Ton warten. Das ist auch Aber von wo- Tös, hast du gewusst? Ja. Also. Aber wieso hast du den Format? Das ist so ein... Das ist, wenn ich vertrauen bin. Das ist so ein geiles Ich gewesen. Das ist ein geiler Sieg. Geiler Sieg. Was geht? Ey, ich bin gerade die Frage Sun is shining. umsuchen. Gell, es ist ein Ich schöner finde Tag. schön, dass gestern und heute Sun is shining. Sonntag, Bro. Macht es für dich aus, was für das Wetter ist, wenn du willst gamen? Nein, aber wenn es... Also die Woche habe ich es gemerkt. Es sind ja, glaube ich, die ersten 4 Tage etwa so bewölkt gewesen und Ja. so ein Scheiß. Nachher seit Freitag sonnig und die Stimmung ist, ich habe es gerade gemerkt, die Stimmung ist andere. Bist du jetzt Bist glücklicher, bist happy, du schaust raus, es ist schön, es ist sonnig. einfach eine Pflanze? Einfach Photosynthese anmachen. Krass. Krass. Du nicht, findest Photosynthese ist auch so ein Wort, das man nur kennt wegen Spongebob. Nein, ich habe es wegen meiner Schule. Ich habe das gehört in der Schule. Und ich habe das Photosynthese. Wort so krass gefunden, dass ich es mir geblieben. Ich weiß nicht, was es genau schon wieder war, aber es ist krass. Ist auch ein gebliebenes Wort. Geil. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich jetzt müsste so an einer Quizshow sein und jemand sagt mir, erkläre Photosynthese. Es ist ein... Ja, mach nur. Willst du erklären? Ich würde sagen, das ist der Entwicklungsprozess von Pflanzen. Zum Beispiel, ich glaube, es stimmt nicht, aber Löwenzahn hat ja mehrere Entwicklungen. Keine Ahnung. Löwenzahn, Ich die... habe meinen Vater früher ehemaliger Biologist genannt, ich weiß nicht. Bro, Löwenzahn gibt es ja in dieser Pusteblume-Version, Ja, genau. wo Mhm. nachher so fliegt. Und dann noch das Geile. Das Gelbe gibt es noch. Ja. Oder weiß. Gelber Kopf, weiße Haar Nein, oder der geile Dings ist ja so flauschig nicht. eben der mittlere ist gelb, Ja, der gute aber der hat Haar, also Ja. die Blüten sind weiß, Weiss, glaub ja, ich, ja. oder? Keine Ahnung. Der Blätterstab. Und dann gibt es noch einfach Löwenzahn, die Unkrautversion. Aha. Ja, stimmt, mit den Dingsblättern. Zackenblätter. Ja, genau. Ja. Und ich würde jetzt mal behaupten, Photosynthese ist, wenn entwickelt. Pokémon. Ja, von halt Löwenzahn zu Löwenzahn. Löwenzahn Inius. Ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, Photosynthese ist einfach der Prozess Prozess. von einer Pflanze, Ja. wo sie hat für ihr Wachstum. Keine Ahnung. Sonne, Wasser, Photosynthese. Okay, also Ich würde sagen, einfach der Prozess, alles was zu dem Prozess beiträgt, damit er wächst, Sonne, Regen, Wasser, all das, der ganze Prozess, so mit Konsumieren, mit den Verarbeiten, Wachsen, Photosynthese. die Entwicklung. Entwicklung, ja. Also das, was ich gesagt habe. Nein, mir ist besser. Okay. Ja, geil. Nein, das ist ja gewesen so Entwicklung auf ein weiteres Jahr. Jetzt ist einfach, ja. Und ich habe einfach das Gefühl, einfach Entwicklung von einer Pflanze, wie sie auch wächst. Also, Okay, wieso schreist okay. du? Haben nicht geschreit. Ja, Mann, wir haben verschiedene Fragen bekommen. Das ist mal ganz geil. Ich weiß nicht, Ich aber find's geil. ich weiß nur, die meisten haben gefragt, so ein bisschen erzählen von der Show. Und das ist jetzt die erste Folge, die wir eigentlich seit der Show aufnehmen. Mhm. Wir haben ja 2 Folgen rausgebracht, Ja. die haben wir vorher aufgenommen. Genau. Jetzt haben wir so ein paar Wochen Pause gehabt für uns. Ja, Mann, ich weiß nicht, also ich kann glaube nicht viel sagen. Es ist Riesen Werbung für uns schon. Wie war es? Ich kann nicht viel sagen. ja, nein, es ist einfach ein Erlebnis gewesen, glaube ich.
Also im Sinne von, es sind ja wirklich viele Leute gewesen, wir haben sie doch noch Pumpen voll angebracht. Ja. Am Anfang hat es nicht so ausgesehen, als würden wir es ausverkaufen. Mhm. Und dann irgendwie doch, So wie wir sind, ja. so wie wir sind. Voll. Ich glaube, man nimmt so verschiedene Learnings aus allem mit. Ich habe auf jeden Fall ein erlebnisvoller Abend gefunden. Mhm. Und ich glaube, wieso. Wir haben uns ja wieso entschieden, dass wir eine Show machen pro Jahr. Mhm. Oder einfach eine grosse machen. Steht einfach eine Tour, ja. Statt der Tour. Weil für uns der Aufwand wieso ein bisschen. Also gleich ist, ob wir jetzt 10 machen oder eine. Ja, Nicht gleich ist, sorry, weil wenn wir 10 Shows machen, ja. machen wir 10 Mal eine neue Show und es ist jedes Mal nochmal ein neuer Fight und dann Es haben ist wir auch ja. Kreativitätskiller. Sag dir ehrlich, wenn du musst in 2 Monaten so 6 Shows spielen und du musst quasi 6 Mal Voll. 1,5 Stunden, 2 Stunden Freestyle rappen und Voll. es halt unterhaltsam sein. Voll. So gesagt. Schon belastet. Genau, dann haben wir uns entschieden, eine zu machen und ich glaube, es ist wie so, das Ding ist halt, wie so fürs Eigengefühl ist, ob du jetzt eine spielst oder 10 spielst, etwas anderes, weil dann hast du das Gefühl, es hängt alles an dem. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Voll. Ja. Also ich persönlich Mhm. finde, es ist eine unterhaltsame Show gewesen, es ist eine lustige Show gewesen. Ich habe brutal gut gefunden, wie wir eingestiegen sind, wie wir angefangen haben. Ich finde unser Crowdwork ist super gewesen am Anfang. Mhm. 10 von 10. Dann habe ich auch die Geschichten, die wir ausgepackt haben, die wir uns überlegt haben, auch lustig gefunden, mega lustig. Und ich finde auch, die Gäste, die gekommen sind, sind super Gäste gewesen. Mhm. Also für die nicht vorbeigekommen sind, Ramin und Cisa sind vorbeigekommen. Ja, Mann. Wir schauen eigentlich immer ein bisschen darauf, dass es vielleicht so Podcast bekannte Gäste sind. Mhm. Und ich habe es geil gefunden. Wir haben auch das Learning gemacht, wir haben auch etwas Neues versucht. Wir haben ja mal überlegt, wir versuchen jetzt einmal ohne Pause machen. Das heißt, alle, die gekommen sind, haben 2 Stunden, 2,5 Mhm. am Stück Unterhaltung bekommen. Und ich finde, wir haben es gut gemacht. Ich finde, eben, es gibt immer Luft nach oben, das ist ja immer so, ist ja logisch. Aber im Großen und Ganzen, wenn du so Ausgangslage anschaust und wie wir es aufgestellt haben und mit welcher Erwartungshaltung wir auch an die Show gegangen sind oder halt mit welchem Mehrwert wir wollen aus dieser Show nachher rausgehen, vor allem für euch, Mhm. würde ich sagen, haben wir es gut gemacht, ja. Absolut. Ich finde auch absolut geile Crowd gewesen, absolut viele schöne Leute gehabt, viele liebe Leute. Extrem viele sind das besuchen, auch so von der Szene sind das unterstützen gekommen. Liebe Grüße an, ich tue es nicht namentlich nicht werden. Und ja, Mann. Ich habe es geil gefunden. Es ist ein Erlebnis, dass ich und du das zweite Mal einen 1000er angebracht haben. Voll. Nein, es ist heavy. Und eben Leute haben, Leute haben geschrieben, so vor allem Gefühl, wie fühlt ihr euch? Oder wie habt ihr euch gefühlt? Mhm. Und ich glaube, ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, wir sind im Jahr 2000, vielleicht ist das 14 oder 13, sind du und ich und noch ein paar andere Freunde Teddy-Show schauen im Mhm. Volkshaus. Mhm. Und irgendwie hat man damals gar nicht sich getraut, so etwas vorstellen. So, dass wir auch mal auf dieser Bühne stehen. Ah, wir sind gar nicht in den Kopf gewesen dort damals. Und wir auch mal so ein Volkshaus ausverkaufen. Also weißt du, Ja. das ist schon. Es ist geil. Es ist cool, so, wenn du so siehst, was für Leute schon dort gewesen sind und halt performt haben. Es ist so wie, das, wo Zivadil-Ring im Hallenstadion sind und dann gehen so, weißt du, so die Leinwandtouren, all die Leute. Wer reicht, Bro? Das ist schon. Du bist nein. all die Weltstars und du bist heute auch dort und machst Ja. deine Show. Ja. Bei uns ist halt Pete Weber und Und Oliver Pocher. Oliver Pocher. aber ja, krass. Ja, egal, wenn sie gefickt. Nein, es ist. Eben, ich glaube, am liebsten nimmt man sich einfach auch zu wenig Zeit, um einfach mal schnell anhocken und sagen, crazy. So, das ist in 2 Jahren passiert. Ja, das habe ich jetzt eben gemerkt, das habe ich halt dir auch letztens gesagt, wir sind noch nie aus einer Show raus, außer eine, Baden. Mhm. Shoutout. Baden wo war wir- wirklich eine gute Show gewesen, Alter. Ja, wo wir halt beide mit dem gleichen Gefühl raus sind. Ja, ja. Es könnte auch Trash gewesen sein, aber wir haben das Gefühl, es war geil gewesen. Mhm. Und dann gehen wir raus und Leute sagen, es ist nicht so geil gewesen und denkst, Ja, ja. oder? Und nach jeder Show, wir sind raus, und das war immer so gewesen. Es war geil gewesen, aber. Mhm. Und das ist einfach der Beweis gewesen für mich. Ist ja nicht nur einmal, zweimal passiert. Wenn das nur einmal, zweimal passiert wäre, würde ich sagen, ganz ehrlich,
es ist wirklich so, also jede Kritik, die wir uns machen, ist berechtigt. Aber wenn das nur 1, 2, 3, 4 Mal passiert, dann wäre es wirklich so, okay, weißt du, so, es sind wirklich Kritikpunkte. Aber wir machen einfach, nach jeder Show sind wir einfach eben, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, die auf der Bühne sind oder arbeiten, aber wir sind einfach unsere grössten Kritiker selber. Voll. Ja. Du, eben, ich glaube, wir haben verschiedene Gefühle gehabt, wie die Show abgelaufen ist. Ich glaube, es ist auch okay, dass man verschiedene Gefühle hat, dass vielleicht, ich bin halt auch jemand, der sehr selbstkritisch ist. Du eigentlich bist ja auch jemand, der sich nicht unbedingt zufrieden gibt. So, aber easy. Also ich bin happy darüber, was wir gemacht haben. Und Ich bin auch happy. Ich finde es geil. Schön hat es geklappt, schön sind wir vorbeigekommen. ja, Mann, Schön, dass ich das einfach mit dir machen. ebenfalls. To the moon. To the moon. Genau. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt. Eben, das ist jetzt knapp 3 Wochen her. 2 2 Wochen. Wochen her. Ja. Und ich habe dann nachher so kurz mich zurückgezogen. So wie ich gefühlt habe, ich bin so in einer stressigen Zeit. Jemand hat uns dann so ein bisschen gefragt, wie fühlt ihr euch? Oder was macht ihr zum Runterkommen in einer stressigen Zeit? Was würdest du da antworten? Shutterbox. Nein, ich weiß nicht. Was würde ich machen, um meine Stressig, also um mich beruhigen? Ey, wenn ich so extremen Stress habe, was soll ich sagen, Bro? Es ist schwierig. Ich versuche gekonnt Stress aus dem Weg gehen. Ja. Was machst du? Also bei dir ist Halai. Wir haben mir gerade ein Kollege, der Miki, hat mir mal gesagt, er so, wir sind mal essen und dann haben wir irgendwie über so Sachen geredet, die uns im Freundeskreis passiert ist. Und er hat einfach so gedroppt, Bro, ich kann ein Drama aus dem Weg. Und dann habe ich ihm so gesagt, also wie meinst du? Er so, Bruder, wenn ich sehe, da hat es Drama, ich gehe in die andere Richtung. Ja, 100%. Nachher ich sehe, was schön, dass Drama in dein Leben involviert. Also, Unmöglich. ich gehe weg, Bro, das ist nicht mein Problem. Unmöglich. Und das finde ich eigentlich noch eine geile Art und Weise, zum mit dem umgehen, dass man so sagt, hey, also so, ich finde ja Konfliktscheu sein und Sachen aus dem Weg gehen ist ja auch gut und so. Aber eben der Mickey lebt so die Devise, dass er einfach sagt, so, mir ist es egal. Ich bin Fan von ihm. So. Ich schwöre. So Fan. So ein Spirit Animal, so Alter. die Art und Weise, so wie er durchs Leben geht und wie er so das Leben anschaut, bin Fan davon. Er schaut für sich, Bro. Bro, er ist, ich weiß nicht, aber wie soll ich das beschreiben, Bro? Er sagt dir etwas, so direkt, so ehrlich. Das ist auch okay. Voll. Zum Beispiel ein Klassik, also einer der Klassiker ist so gewesen, er hatte hinter einmal Sturm gehabt früher, wo er bei den Eltern gewohnt hat. Und wir so, Bruder, weißt du, Sau rauslassen und so. Wir sind zu ihm heimgegangen, Bro. Wir so, sind die Eltern rückgegangen? Nein, seit 2 Wochen. Bruder, die wohnen am Grenzen. Stimmt. Die wohnen nachher ich so, Bruder, weißt du, voll abgegangen? Also nein, für was? Nein, also für mich. Also voll entspannt. Es ist immer, Bro, es ist wie Minecraft. Ich liebe den Typ, er ist so simpel, so einfach. Ja, also einfach so für sich und es ist gut. Nein, Bro, und ich habe mir halt also überlegt, wie gehe ich mit Stress um. Und ich habe eben wieso gemerkt, ich wollte, wie soll ich sagen, Bro, ich habe wieder angefangen zu lesen, zum Beispiel. Das ist so ein Ding, dass ich wieso finde, also momentan, ich habe überhaupt keinen Bock zum Gamen. Wieso stundenlang, wieso... Komm, Minecraft. Ist das etwas, wo du gamest? Ja, ich habe seit 2-3 Tagen angefangen. Ohne Scheiß. Ich schwöre. Erzähl von deinem Minecraft-Erlebnis. Bro, ich bin daheim Das gewesen. ist so ein Game, wo viele Kinder zocken vor allem. Ja. Bro, ich bin so daheim gewesen. Und dann ich so... Weißt du, ich hätte so Zeit zum... Ich kann Game, wenn ich will. Oder ich einfach jetzt fest machen, was ich will. Dann überlegt, ich so, wow, ich hätte Bock zum Shooter wieder gehen. Einfach Bock wieder auf Apex gehabt. Ach krass. Ich habe letztes Jahr auch überlegt, unsere Zeit, wo wir Apex gegamed haben. voll. Apex war so ein Battle Royale gewesen. Bro, ich habe geschaut, weißt du wie Stunden? Ich habe über 1000 Stunden auf dem Game. Wir haben viel gegamed. Du hast schon auch sehr viel gegamed, aber wir haben viel gegamed. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit gewesen, wo ich Gamed habe. gut war in einem Online-Game. Ja, und auch regelmäßig gamed hast. Und auch regelmäßig gegamed habe. Und also gut im Sinne von gut für meine Verhältnisse. Ja, bist schon So. gut gewesen, Bro.
Ich meine, ich weiss noch, wir haben Zeiten gehabt, wo wir das dritte umeinander sind auf dem Battle Royale und einer von uns hat so 7 bis 11 Kills gehabt. Und wir sind so gewesen, krass, Bro, weißt du? Sorry, ja. Nein, mach nur. Eben, und ich habe das gamed und nachher ich so, ich habe allgemein auf Shooter, nachher ich Velo gamed. Mhm. Und nachher bin ich so die Heime gsi und ich so, ja, jetzt kein so entspanntes Game, ohne Druck. Ich einfach machen, was ich will, keine Story dahinter. Mhm. Aber du gamest ja eh nicht gerne Story-Games. Ja, also eigentlich schon, aber ich game schon lange nicht mehr Story-Games. Also Bruder, du hast Cyberpunk, das Game, Es ist noch bei mir Dings. du hast es gekauft, wo es rausgekommen ist. 2019, 18 vielleicht, Ja. 20. Und dann hast du es gekauft und es ist einfach immer noch laminiert. Ja, aber ich habe es nie da, weißt du wieso? Weil Goy, Bro. Jeder, der das kauft, hat alles so, Bruder, Bug, dies, der Scheiß, kannst du gamen, Es ist sehr kannst verwacht. nicht rauchen. Nachher nicht am meisten auf PC läuft so geil, ich kannst du seit 70 Schuss ausgeben. Nein, es läuft mittlerweile sehr problemlos. Ja, fix. Aber ich meine, du hast Hast auch, du mit Red Dead Redemption? ich jetzt auch sagen, du hast auch Red Dead Redemption. Ich habe aber Bock Nie auf das gezockt. gehabt. Ich so, wo ist mit Red Dead Redemption? Ich so, ich so, Josh, hier machst du durch, ein von beiden. Ja. Ein von den Nein, ich kann es nicht, ich habe Okay. kein PS. Stimmt. Aber das hast du jetzt auch nie gegamed. Ich habe gerade Bock, ich so, Alter, das wäre geil. Wie das verstehe ich eben nicht, wie du gamest ja Ja. stundenlang FIFA. Ja. Das ist ein anderer. Also das verstehe ich, also ich verstehe es nicht, Das ist ein anderer, ja. aber so dich nimmt es nicht Wunder, was für neue Mechaniken es gibt in Games zum Beispiel. Wie meinst du? Ja, so eben Red Dead Redemption ist ja das Game, oder Ja. The Witcher 3. Nein, das ist nicht für mich. Das weiß ich schon. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist mir zu fest competitive auch. Ah, dem ist nicht competitive, Bro. Bro, ich hasse so Games, wo du jemanden 20 Mal musst schlagen. Das heißt, ich glaube, weißt du, kennst du das so mit dem Kollegen aus raiden, machst du. Ah ja, aber das ist es nicht. Das ist eigentlich Ah. nicht. Also Witcher ist eigentlich sehr ein Story-Game. Okay. Ah, Aber kein- du meinst vielleicht so etwas wie Dark Souls oder so. Irgend so etwas, ja, Das kann ich auch oder nicht. Ich bin aber WoW auch- und so weiter. Ja, ja. All das Spaß. Ja. Nein, nicht. Bro, nachher habe ich Minecraft viele gamen. Mhm. Habe es mir gekauft, runtergeladen, angefangen. Und ich bin geschworen, ich so, hey, weißt du, also der Jon und der Schidi sind zu mir vorbeigekommen, weil ich ziehe bald aus. Also ich löse den WG auf. Mhm. Also wir lösen sie auf und dann ist so einer von den Stabungen gestern, Mhm. wo wir zusammen gehängt haben. Und nachher sind sie heim, so hängen wir nachher Discord. Nachher sind wir im Discord gewesen, für alle, die nicht wissen, Discord ist so eine App zum zusammen hängen und reden. Und bei uns ist halt so, entweder gehen wir zusammen oder jeder gamet und nachher reden wir ab und so. Mhm. Und es tut mir mega leid, dass es jetzt voll um Gamen geht, weil es mir schon ein paar Mal Leute gehört Ist ja okay. aber egal. Aber ich bin so dort gewesen, nachher alle so, zuerst fragt so der Jonas so, ja, was gamest du eigentlich? Also nicht bei YouTube-Videos am Blog und so, ja, ich sehe, Schidi, du? Irgendwie das, Apex. Ich so, Ich habe gestern um 11 Uhr Nacht bekommen, ihr habt angefangen, Guess the Prize zu spielen. ja, voll. Ja. Ja, weil wir sind 12. gewesen, meine Cousins, 6. und wir, die Jungs sind 6. und haben wir 12. Ah, Guess the Prize geil, gespielt. geil. Bro, nachher sagt so der Jonas, was gamest du? Ich so, soll ich sagen? Mhm. Soll ich nicht? Weil du wirst gerostet. Ja. Ich so, weißt du was? Ist doch ein geiles Game, Mann. Ich schaue dazu. Ich gehe Minecraft. Mhm. Und nachher einfach alle so geil, Alter. Einfach non-toxic. Ich habe gedacht, ich so, jetzt kommt wie so, du klein. Ja. Und ich game das, ja. Das ist geil. Und was machst du dazu? Ich bin noch herausfinden. Momentan habe ich ein Haus gebaut. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Tiefe zu graben. Mhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, 1-2 Mal, ich denke, hätte ich das als Kind gekannt, Ja. hätte mich schon traumatisiert. Es hat schon so Zombies und so, gell? So. Bro, ich bin am Graben. Jetzt stell dir vor, ich bin Ja. ganz morgen um 2 am Game. Ich grabe Ja. so in die Tiefe. Und dann geht einfach. Alter. Bro, 10. Ja. Okay, du gehst halt um 2 morgen, wenn 10 bist Minecraft. Ja. Aber trotzdem, ich so, hä? Ja. Okay, ist nur das Game. Chill. Ja. So, und ja, ich bin so, ich hatte ehrlich gefragt, ich so, Bro, macht Sinn, dass ich einfach in die Tiefe grabe. Ich mache einfach etwas. Also, Bro, mach, es lohnt sich schon. Und ich so, weißt du was, wenn ich wieder Zeit habe, jetzt habe ich irgendwann am Anfang anschießen, das machen, was ich gemacht habe. Mhm. Und irgendwann habe ich so, ich kann jetzt wieder bauen. Dann bin ich gut bauen. Und dann bin ich Tastatur angekauft, muss. Ich so, war 4 ab. Scheißegal. Ja, mit Minecraft tut man ja Rohstoff sammeln Ja, und dann baust und baust. du. Ja. Ja. Eben, ich habe ja eigentlich nicht mehr so groß Bock zum Gamen, weil ich wie so momentan keine mentale Kapazität habe, um mich investieren
Also zum Schade. Zeit investieren in weil es gibt für mich zwei Arten von Games. Es gibt Games, wo es halt so Story-Games sind, wo eine Geschichte folgt, wo Games, die Spaß machen, ja. für mich Spaß Ja. machen, weißt so, aber halt auch sehr viel Zeit brauchen. Mhm. Und dann gibt es ja so die Games, wo man als Team gegen ein anderes Team spielt, Ja. oder? Was? Nicht, ja? Sag was. Nein, ich höre zu. Okay. Und ich bin ja scheiße in so Games. Mhm. Also ich bin Das ist zwar, absolut okay. also ich bin zwar der Meinung, dass jeder kann gut werden, Mhm. indem man genug Zeit investiert und Hand, Maus, Koordination Ja, ja, und, fix. und Verständnis von Ja. Mechaniken. Aber ich habe ja, glaube ich, einfach eine äußerst tiefe Behinderung Wieso? gegenüber. Das ist einfach keine Geduld. Ich glaube, ich bin kognitiv und motorisch nicht in der Lage, zum so Valorant oder was weiß ich für Dreck zu spielen. Ich kann gar wieder Dings sehen. Und Einfach all die Phasen, wo du jetzt mal ausrasten kannst, die Heime. weil ich halte sie auch nicht aus. Also ich habe ja wirklich, also ich habe ja wirklich auch ein Wutproblem, also wirklich ein Aggressionsproblem auf einem Level, wo ich finde, Bruder, ich schiesse auf den zwei, also ich bin am Laufen, ein anderer kommt, ich sehe ihn zuerst. Ich schiesse zuerst auf ihn. 3 Mal. Er schießt auf mich, ich stirb. Er lebt noch. Wie geht das? Wie ist das Die möglich? Spiele sind eben extrem realistisch und deswegen macht es auch halt aus, wo du Ja. 3 Mal triffst. Klar, Du aber weißt es, ja. ich bin nervös. Ich Bro. fange an zu zucken. Bro, das Ding ist, viel zu viele Leute, die das Game Viele kennen, Leute. Ja. sind halt extrem competitive, Bro. Die sind dort, Bruder, und die wissen, dort muss ich 1 Schuss, da sind es 2 Schuss, da sind es 3 Schuss. Ja. Wenn er die Waffe hat, muss ich das machen. Dies, das, 10. Bro, eben, und plus kommt ja noch dazu, dass Leute das auch sehr ernst nehmen. Ja, Bro, es gibt gewisse Leute, die vielleicht ins Game hoffen, dass vielleicht ein Pro-E-Sports-Team Ja. in Discord kommt und sagt, hey, du bist ein richtig guter Gamer, Mann. Ja. Geile Sieg, Mann, da ein Millionenvertrag. Ja, es gibt Leute, die nehmen es zu ernst, so mit E-Sport-mäßig und so. Und wir haben ja auch, ohne da müssen Namen zu nennen, Ja, aber Silvan, Bro, kein Problem. der Silvan ist ja auch zum Beispiel. Silvan geht am Abend Bro, arbeiten, Ja. dann kommt er am Abend heim und schafft wieder. Ja. 8 Stunden. Das ist auch ein Job für ihn, Bro. Er schafft das. Als Gamer. Und das Geile ist ja, wieso, ich komme mal in den Discord rein. Wir haben gestern drüber geredet, das ist zu lustig. Was? Halt einfach so, wie es Game ist, weißt du, so mit ihm, jetzt unter anderem, Genau. wieso du zum Beispiel nicht mehr gamest, mir so, er und er, zusammen, das wäre sicher 10 von 10. Bro, weil das Ding ist einfach, ich komme dort rein und nachher höre ich den Silvan Leute anschreien. Wieso bist du, wie du bist? Wieso kannst du nicht laufen? Wieso schiessest du nicht? Üb. Bro, Bro, das ist noch nicht, Bro. Okay, General. Ich habe so angefangen, Bock bekommen, so zum Shooter-Gamen. Und nachher haben wir so gamed und nachher die sagen, weißt du was, wir sind gerade 5. gibt es ein Velo. Ich so, Junge, weißt Ja. du, Lady, beschau. Weil man macht ja wegen Spaß. Bro, eben, Lady so, ey Bro, weißt du was, ich habe an dem Abend, ich bin mit dem Lady gefahren. Ich bin mit ihm unterwegs, ich so, also gibt's etwas? So, ich bin Junge. Nachher ich sage, gibt's Velo? Also ich bin Junge. Irgendwann mal am Schluss gibt's noch eine Runde Age, gibt's Age. Ja. Bro, wir haben wirklich for fun gespielt. Auf jeden Fall sind wir so im Discord und wir gamen, Bro, und wir sind fett am Kassieren im Velo. Und eben, so wie ich halt bin, oder sagen wir so, jeder spielt schlechter als der Silvan. Das ist Ja. Er ist wirklich halt hure gut, er ist, wirklich Ja, ja. komplett, er ist krank gut in Games, in Shooter-Games. Und er ist halt mega competitive. Bro, stirbt, er schaut mir zu, gell? Also, wie ich stirb und so. Nachher hast du da raus. Er so, aber es kann doch nicht euer Ernst sein, Jungs und so, weißt du. Ich so, Bruder, weißt du, so, tut mir leid, weißt du, Aiming ist nicht so gut, aber mir macht Spaß. Ja, er darfst du. Und nachher, er so, weißt du, Shooter ist, weißt du, wieso gamest du Shooter? Ich so, Bro, ich game gerne Shooter, weißt du, ich so, ich habe gerade vor Apex gamed Ja, ja. und ich habe auch viele Kills geholt. Ja. Er so, du kannst niemals im Leben auch so weit kommen im Apex und so hirntot wie ich spielst und so, Bro. Wir sind am kaputt lachen gewesen, Bro. Und wenn er der macht, Ja, voll. Und der das, ist Feierabend. und das Ding ist eben, genau, das Ding ist eben, ich bin selber mein größter Feind geworden. Ja. I versus myself. Me versus myself, genau. Und I ich versus kann, oder me. I versus me oder was auch immer. Weil ich habe ja immer gefunden, schau, von mir aus ist jeder ein Gamer, aber es gibt eine Sparte von Gamer, dass wenn du dort ankommst, dann bist du einfach Traurig. ein trauriger Nuttersohn, Bro. Ja. Meistens. Ja. Für mich in die Sparte gehen mehrere Kategorien. Eine Ja. davon ist, wenn du so ein leidenschaftlicher Mobile Gamer bist, Ja. wo auch mehrere tausend Franken investiert Ja, das ist. in so. Handy ist schon heftig. Also, Aber es kommt immer mehr. Bro,
Handygames machen ja 70% von der Ökonomie vom Game aus. 70% vom Geld in der Gaming-Welt kommt von Handygames, Bruder. Krank. Wir müssen auch einen machen. Also überleg, wie Leute geben entweder 70 Stutz aus für ein AAA-Game, Ja. so, wo dich 20 bis 40 bis 100 Stunden kann unterhalten, wo auch mehrere tausend, also mehrere hundert Menschen daran arbeiten. Oder irgendein Dude macht ein Game mit Battle Pass. Oder mit so. Ja. Du kannst spielen, nach 5 Mal Candy Crush verlierst, leben und dann kannst du einfach 100 Schutz zahlen und dann hast du wieder Geil. Leben. So. Candy Crush ist für mich wie Dings. Leute, die Candy Crush spielen, es gibt mir so die gleichen Vibes wie die Casino-Süchtigen. Ja. Ich Machst du etwas mit mir? Okay. Aber von Casino-Süchtig, ich habe schon letztes auch Dings gefunden von dir. Was? Ich habe das nicht geschickt. Ich habe vergessen, Dings mitnehmen, Mann. Die Goodsiff-Pokémon geschickt. Ich habe eine extra auf die Seite, das kann man gerade erzählen. Ja. Auf jeden Fall, die andere Sparte für mich ist wie so. Grand Winners. Ja, das ist Grand Casino Baden. Die andere Sache für mich ist wie so. Leute, die so Simulationsgames spielen. Nein, das ist geil. Hä? Du hast Tankstellen-Simulator gespielt? Ey, Bruder, ich sage ja, ich bin mein eigener grösster Feind geworden, Bruder. Simulatoren sind geil. Simulatoren. Weil für mich ist ja wie so. Bro, du schaffst 8 Stunden als normaler Nichtsnutz von dieser Welt. Schaffst du 8 Stunden irgendwo. Nachher gehst du heim, nachher denkst du so, ich habe voll Bock zum Farm-Simulator spielen. Oder Airplane-Simulator. Ja, das finde ich krass, wenn es um Simulatoren geht. Leute, die Flugzeugsimulatoren und Lastwagen-Simulatoren spielen und sich nicht mehr spüren. Ja. Die schauen, dass ihr Zimmer eine LKW-Kabine ist zum Beispiel. Ja. Oder eben die Flugzeugding spielen, dass ihr, weißt du, so, Cockpit. Respekt. Krank stehst du hin. Wirklich, das ist wirklich dein Traum. Aber mach einfach morgen. Geh die Prüfung machen. Fliegt im Flugzeug, fahrt es auch. Voll, weil die verbringen so viele Stunden, Arbeitsstunden drin zum Lernen, wie man ein Flugzeug fliegt. Und das ist ja nicht nur wie in so anderen Games, wo du einfach reindrückst und nachher drückst auf X und dann fahrst oder fliegst. Sondern die müssen ja... Schlimm, beim Flugsimulator, es ist 1:1. Original. Ja, original, Bruder. Das heißt, wenn du im Flugsimulator alles kannst, so manuell, so fliegen, dann kannst du sicher auch. Genau, das Problem ist aber, die Leute denken wahrscheinlich dann so, ich könnte jetzt fliegen. Ja, musst du das nicht perfekt machen. Ja. Aber der andere Grund ist auch, ich glaube, Piloten und so haben ja nicht mehr so einen geil attraktiven Lohn wie früher. Die finden nicht mehr so die 10.000 wie früher aus. Ja. Ja, Bro. Ja. Also meinst du, einer bei Rainer für den 10.000? Right. Ja, so klein. Genau, und dann habe ich einfach angefangen, weil ich wollte mich beschäftigen mit irgendetwas. Ich habe keinen Bock gehabt zum Serie schauen, ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie kann ich was. Und irgendwie mir ist es langweilig gewesen. Ich habe einen Tankstellen-Simulator abgeladen. Gut, ist drin, 24 Stunden Tankstellen. Ich habe einfach stundenlang Regal aufgefüllt. Dann, wenn Kunden gekommen sind in diesem Game, habe ich so Artikel gescannt. Das ist beruhigend. Bruder, ich musste den Boden putzen. Ich musste tanken, wenn Leute in Amerika tankt man ja nicht selber. Es kommt jemand und tankt für dich. Kapitalist. Ich schwöre. Bro, Szene. Und ich habe einfach gedacht, so, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Aber es hat mich sehr beruhigt. Es ist sehr beruhigend. Ich sage dir ganz ehrlich. Also, ich habe auch mal, ich weiß nicht, ich muss mal nachschauen, es ist sehr traurig eigentlich. Ich habe, glaube ich, 20, 30 Stunden in Eurotruck Simulator investiert. Und das, was ich gemacht habe, ist, es hat mich Wunder genommen, wie die Map aussieht und wie Lastwagen fahren ist. Wie habe ich mir das vorgestellt mit der Tastatur? Geradeaus, links, rechts. Was habe ich mir gedacht? Ja, fair. Dann bin ich von Zürich bis Genf gefahren. Das Geile ist, wenigstens bei Zürich der Prime Tower gemacht, Hartbrug und so. Ja. Er ist geil, auch mit dem Freitagturm und so. Und nachdem ist dann fertig. Ist es 1:1? Ey, eben nicht, es ist so, eben nur so, ich sage jetzt mal, nur so rund Region so Hartturm, Hartbrug. Prime Tower, Hartbrug haben es wirklich gemacht. Und der Rest ist so Haus, also nichts. Ja, aber ich frage mich eher, die Fahrt. Ja. Hast du von... von Zürich auf Genf zum Beispiel? Ja. Nein, ist völlig... Also es ist nicht wirklich 2,5 Stunden? Nein, du hast nicht 2,5 Stunden. Es zeigt sich auf der Karte Kische, du hast 2 Stunden gehabt, quasi. Und es ist auch nicht 1:1 die gleiche Strecke, wie so von der Schweiz.
Und das ist eben auch eins, was mich abgefuckt hat. Weißt du, ich so am Fahren, ich so, ja, jetzt, das ist alles. Ja. Und irgendwann mal habe ich herausgefunden, du kannst Tempobeschleuniger quasi rausnehmen. Ja. Dann hat es ein bisschen Spaß gemacht, dann Ja. habe ich noch ein paar Stunden investiert und seitdem nicht mehr. Krass. Ja, krass. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie machst du das Dings? Weil ich habe letztes Mal ein paar lustige oder coole Fragen gesehen, außer du hast gerade eine selber noch. Hey, eben, es schreiben immer wieder Leute, wir sollen mal Fans einladen. Wie stehst du zu dem eigentlich? Ich habe ja voll offen dazu, Ja. zu dem Thema. Ja. Aber das was passieren ist, Ja. Nein. Das Problem ist, also Bro, du hockst da, willst reden und nachher... Und du? Ja. oder er sagt, aber Jungs, ist mal ehrlich, die Ja, oder er sagt, aber ganz ehrlich, man würde die nicht. Nein, Bro, ich finde, also ich glaube, das ist so die Büchse der Pandora. Ich glaube, wenn du das einmal machst, mit Fans einladen, dann ist es gewesen, Bro. Es ist eben lustig, wenn du so ein Format könntest machen mit den Fans. Und Mhm. nicht, wie sie hey, einmal einen Fan rufen. Ja. Irgendein Format, wo Fans anrufen oder irgendwie kann. Irgendetwas mit den Fans. 100% wird es noch geben. So, aber. Ja, voll. Jodas soll jetzt auspacken gegen SRF. Er hat gesagt. Ja, Bro, also ich habe ja bei der Live-Show schon ein bisschen erzählt. Die dabei sind. Genau. Ich Dabei weiß nicht, was ich erzählt, Bro. Das Ding ist einfach wie so, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein geiler Arbeitsgeber, Bro. Also wirklich, so, es hat viel... Lüge! Oha. Tschüss. Oha. Ich denke, der ist neben Ja. mir. Mach mal, Abi. Nein, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, es ist ein geiler Arbeitsgeber, es ist ein Kreativitätskiller. Ja, logisch, wir sind einen Auftrag zu erfüllen. Ja. Weil, Bro, es ist einfach wie so, ich komme mein Geld über, Bro. Ob ich jetzt 8 Stunden dort schaffe oder ob ich auch 8 Stunden einfach dort meine Eier kraule. Checkst du, was ich meine? Wie so Stimmung war beim Dings? Beim SRF-Sitz, wo dann das durchgesickert ist, eben, dass sie mit halt sparen auf nächstes Jahr und dass sie dann eben entschiedene Programme, so hey, die werden wir nicht mehr führen, also die werden wir immer weiterführen und dann zum Beispiel auch andere Programme, die wir noch schauen. Ja. Also ich bin ja in der Sicher Abteilung Preis Bounce gewesen, und Bounce gehört zu der Abteilung Jugend und Kultur. Kultur weiß nicht, aber Jugend, ja. So. Und da gibt es ja verschiedene Sender, kann man sagen. Es gibt SRF Bounce. Die haben den Auftrag gehabt, alles, was um den reinen Hip-Hop-Kosmos geht, abzudecken. Ja. Schweizer Hip-Hop natürlich hauptsächlich so. Eben immer mit so Auftrag quasi. Ja, genau. Es geht so ein bisschen um eben Jugend abholen durch Hip-Hop. Es gibt ja schon 100 solche Kanäle in Deutschland und in den Staaten und. Also Eben Nance, MTV, Nance, keine Ahnung. So, Genau. so der Tag. Voll. Also MTV ist zwar halt mehr um so Musikvideos und so gegangen, aber es gibt ja keine Ahnung, was Joyce früher war. Ja, so. Joyce so. hat ja auch ein bisschen so Ja. ein bisschen eine Abteilung gehabt, was um Schweizer Hip-Hop gegangen ist. Und ich bin der Meinung, die Jungs oder das ganze Team hat einen guten Job gemacht. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Ist das ein Fuß? Was? Ist das ein Fuß? Wo? Ich schaue jetzt zum Fenster. Ist das ein Fuß? Du siehst ihn nicht. Ich Aha. bin so am. Ähm, man, ist ein riesiger Katze, Alter. Was gab ihr der? Puh, die ist XXXXL gewesen. Kollege. Ja, sorry. also ich weiß nicht, ob du es jemals geschaut hast, SRF Bounce. Also es gibt ja einen Sender SRF Bounce und dann gibt es auch noch eine Sendung, wo Ja, SRF Bounce also heißt. die Sache auf YouTube habe ich gesehen. Das ist wahrscheinlich Dings. Genau, aber sie haben zum Sendung, Beispiel ihre der Sender. Show, wo sie so eine Talkshow machen, der Livio und Ja, voll, sind ja schon gesehen. Pablo und Sira, genau. Und dann gibt es noch einen Teil, das ist so eine Reaction-Show, wo Ja. sie neue Musik hören und darauf reagieren. Ein paar Sachen hätten auch einfach ein TikTok sein, das 1 Minute geht. Ja, safe. So, weißt. Aber im Großen und Ganzen, Bro, finde ich, sie haben coole Sachen gemacht. Viele Sachen, Ja. ja genau, viele Sachen sind jetzt auch vielleicht nicht so geil gewesen, aber ich glaube so als Musiker, als Musikerin, als Rapperin ist es geil, dass es Schweizer Fernsehen ein Format gibt, wo sagt, ey, look, wenn du etwas machst, wenn du etwas kannst du auf mich runterschauen. Bro, es nervt mich voll. Was? Dass das LA, Ja. das L, wo jetzt so aufhört, es Ja. hört so auf, es geht so ein Strichen gut. Wieso Ja. machst du noch keine Gegabe? Weil im Ja. A hat es. Egal. Ja. Ich
glaube, als junge Musikerin oder als Musikerin in dieser Szene ist es geil, einen Sender zu haben, der dich unterstützt. Ja, der dir auch eine Plattform gibt. Ja. Weil sind wir ehrlich, die wenigsten Leute interessiert Schweizer Rap. Punkt. Es gibt schon Leute, die es interessiert, aber sagen wir jetzt so, wenn jetzt nicht ein Sender da ist, der einen Auftrag zu erfüllen hat, dann wäre es schwierig, um das Ja, wie keine zahlt, Bro. Nein, Keiner niemand hat die Cojones zu sagen, weißt du, dass die mal schauen, wie es läuft. Ja, es läuft ja nicht. Aha, läuft Also es läuft, sogar läuft es nicht, Bro. läuft bei uns nicht? Bro, ich kann jetzt nicht da stehen und sagen, Bounce läuft nicht. Ich sage einfach, in der Schweiz, Ja. Aha, das meinst du. in der Schweiz, wie willst du rendieren? Es geht schon, Bro. Also ich sage nicht, es gibt jetzt Zauberphobie, aber ich bin der Meinung, es sollte in der Lage sein und es sollte auch funktionieren. Wie? Also Schweizer Hip-Hop abholen, meinst du? Oder? Ja, weil wie ohne, dass man gratis schafft. Ah, so meinst du? Ja, um das geht. Es Ah. rendiert sich nicht. Ich habe jetzt aus der Sicht von geschaut, so ob interessant wäre. Ich finde schon, es ist interessant, wo das ich würde konsumieren, aber ja. Nein, es geht um, es rendiert sich nicht. Ja. Keiner zahlt dich für die Arbeit. Ja. Und jeder, der die Arbeit macht, macht ja Minus, Bruder. Ja. Wie wir. Wenn wir Interviews machen mit Schweizer Rapperinnen, Mhm. haben wir unsere irgendwie eben unsere Streams, 20.000 bis 25.000 Streams vielleicht, je nachdem wer es ist, noch mehr. Und wenn wir jetzt würden Werbung schalten, Bruder, weißt du, Mhm. würden wir im Monat nicht 2 Jobs können finanzieren mit dem. Mhm. Ja. Und stell dir vor, bei SRF arbeiten 3 Moderatoren oder 2 Moderatoren, nachher Produzenten, und die Sachen wie so Mhm. vorbereitet. Dann gibt es Leute, die an den Kameras sind, die schneiden. Mhm. Also wir reden jetzt vielleicht von pro Monat, wenn 4 Sendungen rauskommen, zahlst du vielleicht 7 Vollzeitstellen. Ja. Wie soll das funktionieren? Ja. Das ist ja reine Arbeit, die einfach nur Minus macht. Ja. Gut, wieder muss man halt auch sagen, SRF ist nicht gewinnorientiert. Genau, darum sage ich ja, es zum ist- Glück machen es sie es. Eben, ja, also sie sind vom Staat, eben zum Glück gibt es den Staat, der sagt, ich kann einen Auftrag zu mir erfüllen, Mhm. ich muss die ganze Schweiz abholen, ich muss auf Rätoromage abholen, ich muss die Jugend mit Hip-Hop abholen, ich muss, keine Ahnung, Mittelschicht abholen, alles mögliche. Mhm. Deswegen ist es ja gut, dass es das gibt eigentlich, aber jetzt fangen sie ja sparen. Also jetzt fangen sie ja, also per dem Jahr gibt es ja gewisse Programme nicht. Mhm. Und eines der Kritik ist ja gewesen, vor allem sind die Frauenprogramme. Also, ja, das Ding ist, ich habe Du bist nicht ein SRF, weißt du, so Dings. Ja, ja. Repräsentant, aber Nein, ich die habe Frage ist gerade so, wie so ist die Stimmung? kommen, ja. Aber was ich damit sagen ist wieso, eben wenn es SRF nicht macht, dann macht es niemand, weil das lohnt sich einfach nicht. Ja, safe, 100%. So, also nicht, das lohnt sich nicht, sondern du machst Minus Du machst einfach. kein Geld damit, ja, fix. Also eben nicht mal kein Geld, du machst Minus, Bruder, weil wer schafft auf dem? Ja. Genau, es hat SRF Impact hat's gegeben, oder gibt es, wo ja so ein bisschen die Doc-Serie machen. Lyrics, die machen doch Das das hat nicht mit nicht. SRF zu tun. Okay, aber die machen ja so Hip-Hop, Sachen für Hip-Hop. Ja, gut, eben Lyrics, Bro. Das ist ein Online-Magazin, Ja. beziehungsweise ein Printmagazin gewesen, nachher online. Ja. Das sind ein paar Jungs gewesen, wo Artikel geschrieben haben. Es ist jetzt eine Behauptung, aber ich nehme nicht an, dass die Leute Lohn bekommen haben. Oder einfach, man kann sagen, vielleicht, dass sie am Anfang davon gelebt haben. Das ist schon schwierig. Wie willst du für etwas, wenn du neu machst, davon leben geht? Nein, aber ich rede von den Leuten, die Artikel geschrieben haben. Ja. Weil die Jungs, die das gegründet haben, Ja. haben das ja schon lange nicht mehr, selber geschrieben. Ja. Die haben einfach Leute gehabt, die geschafft haben, Ja. die für sie die Artikel geschrieben haben. Ja. Oder das ist wie jetzt, wenn wir würden kurzmündig aufbauen und dann sagen, ey, wir holen jetzt Gastmoderatoren. So Ja, schon klar, so. wenn die Leute anhocken und reden. Und schon klar, Fix. also wir zahlen sie nicht, so der Stil. Und jetzt mittlerweile macht Lyrics ja auch so Social Media Videos. Mhm. Aber ich meine, Bro, das eine ist einmal in der Woche, zweimal in der Woche Content, Mhm. auch auf eine grosse qualitative Produktion. Mhm. Und das andere ist einfach ein Dude mit Handy und einer schneidet es. Ja. So, es ist einfach ein Unterschied. Gut. Aber was ich mir würde sagen ist, bei Lyrics sind also es ist bei weitem nicht die gleiche Arbeit und auch nicht der gleiche Aufwand, was SRF hat. Aber sie machen es in einem kleinen Rahmen, in dem Fall, so ein bisschen etwas für Hip-Hop. Wahrscheinlich Genau. einfach independent, aber sehr klein.
Und Jungs von Sektion sind, glaube ich, letztes Jahr eingestiegen, oder Genau, das jetzt ist eben die Frage, die du dich stellen kannst, wie independent ist es denn? Ja. Also weißt du, so no shade, aber wenn so die Jungs von, das war auch Kritik, wo sehr viele Ja. Leute gesagt haben, so, wenn jetzt die Jungs von Sektion das übernehmen, also weißt du, so, ist es Ja, independent? ist ja immer so, oder? Ist ja immer, wenn etwas, also wenn keine Medien von einer Gruppe oder Privatperson besitzt wird, das ist immer, ist auch berechtigte Kritik, mit der man einfach alle umgehen. Wie unabhängig ist jetzt noch, Genau. oder wie fest können wir, also wie viel oder wie fest wird jetzt zum Beispiel der Einfluss von der Besitzer oder von der Gruppe, wo es gehört zum Beispiel, weil eben, ist jetzt weit hergeholt, ist nur als Beispiel. Nicht gegen uns, Sektion Zürich und sie wissen. Aber wo zum Beispiel der Blocher Zeitschrift anfangen zu übernehmen und so weiter, hat man Analyse gemacht. Artikel vor dem Blocher und Artikel nach dem Blocher. Und da ist ganz klar, ist es eben, wie gesagt, nur als Beispiel und nicht auf euch bezogen. Aber dann hast du klar gemerkt, dass alle Zeitschriften, die er übernommen hat, einen klaren Rechtsruck gemacht haben mit ihren Artikeln, oder? Und ich weiß nicht, was Lülix macht, aber also für Sektion Zürich, kranker Move. Sicher, Bro. Aber eben für die Independent Press ist Ja. das kein kranker Move. Aber Ja. eben, ist ja okay, Bro. Also weißt du, so, Ja, 100%. weil das macht ja niemand. Sie sollen es machen, man. Sie sollen es handeln, sie sollen Wiederum kann man es halt zum Beispiel auch so sehen, eben, wie zum Beispiel du gesagt hast, gerade, sie haben vielleicht zur Hand genommen, weil sie gemerkt haben, dass vielleicht keine Ahnung, am Sterben ist oder richtig Ende gegangen ist und sie so, hey, wir übernehmen jetzt die finanziellen Kosten, wir übernehmen es jetzt und müssen neue Rettung und eben der Preis ist halt vielleicht, dass du ein bisschen Unabhängigkeit verlierst. Genau, oder das Problem ist eben zum Beispiel, jetzt sind Hayes und Hero on Tour Ja. und Lyrics macht ein Porträt drüber. Ja. Aha, Sie geben ihnen Presse, Ja, so. oder? Und jetzt musst du dich fragen, es gibt jetzt Leute, die werden sagen, ja, schon klar, Aha, kommen die Presse über, weil es sind ja die Kollegen vom... Ja, aber es ist halt auch zeitlich das erste Collab-Album von einem. Absolut, aber ich sage, das Problem ist, dass die Reputation oder die Glaubhaftigkeit darunter leidet. Automatisch, ja. Automatisch. Ob du etwas machst oder nicht. Ja, wie vermutlich, Bro, Hero hat es verdient, keine Frage. Ja. Aber Es wird automatisch Leute auch sagen, da ist wegen Lyrics gehört seine Kollegen. Ja, fix. so. Ja, 100%. Ey, mit dem müssen sie einfach umgehen. Ja, können klar. leben, fertig. Das wird es heute geben, es wird in 2 Jahren Der geben. gleiche Move, wo wir letztes Mal gesagt haben, es gibt einen Award und in dem irgendeinen Influencer Award und Leute, die Agenturen, die Influencer nominiert sind von ihnen. sind in der Jury. Ja. Also schon klar. Es muss einen Interessenkonflikt geben. Absolut. 100%. Voll. Anyway, Bro, jetzt ein bisschen schnell Durchlauf. Genau, es gibt noch Impact, wo meiner Meinung nach sehr cooles Zeugs macht. So, die Mit dem machen Livio, gell, die Genau. geile Dokus, gell, ja. ganz viele Leute. Bist du nicht so der Meinung, oder was? Nein, es gibt nicht nur Livio, es ist nicht nur Livio. Also ja, es sind ja safe. viele Tut Moderatorinnen. mir leid, dort. ich kann nicht Alles gut. diskutieren. Aber ich wollte wie so sagen, es ist cool. Auch da wieder natürlich. Ich glaube, seit ich im Filmstudium bin, Bro, habe ich nochmal ein sehr anderes Auge drauf. Weil ich merke sehr schnell, wenn ich etwas anschaue, wie viel Budget hat es gehabt. Ja, voll. Sprich, wie viel Zeit ist investiert worden, um etwas zu machen oder nicht. Und da geht es natürlich darum, jede Woche Doku, das braucht Zeit, Bruder. Ich kenne Leute, die arbeiten 3 Jahre an Dokus. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? So, die machen einen ganz geilen Job, keine Frage. Dann hat es We, Myself and Why gehabt, Ja. wo sich ja, wie du vorher gesagt hast, rund um Themen orientiert hat für und um Frau. Ja. Für und um Query-Geschichten. Mhm. Aber ich finde eben, man darf nicht sagen, es ist für Frauen, weil ich finde, sehr viele Männer müssen das auch schauen, Mhm. damit sie ein bisschen verstehen, was läuft. So. Ja, safe, aber es ist ja vor allem die Plattform für sie, oder? Genau, aber dann finde ich eben, es ist eine schwierige Aussage, weil ich finde, man darf nicht sagen, wenn es um gesellschaftskritische Sachen geht, die Frauen betrifft, die meisten Frauen, die das schauen, die wissen ja. Ja, ja. Weißt, und darum finde ich, wieso, es geht auch um Frauenthemen, aber ich finde, es ist wieso wichtig, dass viele Menschen das anschauen. So, das wollte ich damit sagen. Und dann hat es noch den 404 gehabt. Ja. Das Oder ist gibt's- etwas anderes vor, oder? Das war eben mal 2 am Morgen gewesen, mit 2 dem am Ramin Morgen, zum genau, Beispiel. Mit dem Ramin, ja. Dann haben die Schwache gleichen Producer haben dann wieso den Kanal umgewandelt in 404. Und sie so, uns passt der Bruni, glaubst doch nicht, jetzt gehen wir auf den Balkan. Und ich bin ja eben, das ist mir beim Interessenkonflikt, weil das ist wie so,
Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen ist, wieso. Also ich finde das ja wirklich einfach unlustig. Punkt. Was findest du unlustig? Also alles, was 404 produziert hat. Aha, ich hätte jetzt kommt sowieso unlustig SR4 Politik, sorry, ja, ich bin dort. So, es ist nicht mein Humor, Bro. Und ich habe halt auch wieso durch verschiedene Leute gehört, was da für Jahresbudgets Gehälter. Aha, Budgets. gesprochen werden. Weißt du, an die Kreation von 404 und natürlich auch die Löhne und. Ich habe vielleicht keine Ahnung, ob ich jemals etwas unterschrieben habe, wo ich nicht sollte. Darum, darum scheißegal, aber es geht einfach darum, wieso die. Was kostet denn so viel? Was kostet denn das? Also. Was kostet eine Sendung oder halt. Was kostet 404 im Jahr? Eben, das kann also, ich jetzt. Kannst du nicht, darfst du nicht sagen. Also ich nehme mal an, es ist nicht so schlau, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich habe gewisse Sachen auch unterschrieben und so. Ja. Okay. Aber theoretisch, ich sage es mal so, Bro, für eine Sendung brauchst du eine Person, die Moderator ist. Mhm. Eine Person, wo oder die haben meistens sogar 2 Moderatoren, mindestens 2 Leute, die hinter der Kamera sind. Die Person sind meistens die es auch schneidet. Dann der Produzent oder Produzentin und dann eine Person, wo der Chef ist von all denen. Also 7 Gehälter. Ja. Und Mediengehälter bewegen sich locker Ja, ist nicht Buffer, Bro. im Range von 6 bis 8,5, 9,5, je nach Position. Ja, voll in der Erfahrung und so weiter. Und die sogar noch, weißt du, no cap gegen rauf. So. Ja. Warte, Bro, es ist einfach gar nicht nur. Was? Du so, nee. Und no cap gegen gut. Bro, es ist einfach zu viel Dings gerade für mich. Ja. Das ist gerade eine zu viel. Also rechnen im Schnitt irgendwie, kann ich 7 mal 7000, so, je nachdem, oder? Und da reden wir nur von den Reingehältern. Ja, und dann gibt es noch Ausgaben. Und dann gibt es noch Ausgaben, und dann gibt es nur schon die Miete von gewissen Sachen und. So, und ja, keine Ahnung. Also rendiert sich nicht mehr. Also was ist? Einfach, es ist einfach hohe Ausgaben. So. Ich finde auch, man könnte das Geld auch einfach wieso sich, also auch das Geld falten und sich rektal in den Arsch hineinschieben, so, in die Sendernoten und warten, bis es wieder ausschießt und dann das filmen. Okay, andere Frage. Ja. In dem Fall, es fällt enorm etwas in der Schweiz. Leute versuchen, aber sie können nicht abholen in dem Fall. Oder sind wir einfach 2 Leute, die sagen, also, oder, ja, es ist eine Bubble-Frage, Bro. Also ich finde jetzt 99% von dem Zeugs, das produziert wurde, ist echt nicht lustig. So. Es gibt, glaube ich, schon Leute, die es geil finden. Aber 100%. Es ist, ich sage immer, es gibt immer Leute, die unter dem Strich etwas geil finden oder lustig finden. Die Frage ist einfach, ob das viele Leute sind oder ob das nur eine ist. Ja, aber auch wenn es viele Leute sind, das Problem ist, wieso. Worin die, also weißt du, so, ihr Ziel ist ja ganz klar das junge Publikum abholen, oder? So, sie wollen, SRF müsste sie eigentlich hip machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihre Grundidee ist irgendwo auch gewesen, so die Sideman-Sachen anschauen. Oder so, weißt du, und so finden, ey, wir machen jetzt auch die Schweizer Avengers voll lustig. Ja, das ist ein schwieriger, Mann. Das ist ein schwieriger, Bruder. Das Problem ist ja, wieso, Bro, die 50-jährige Uli, sie findet dich nicht lustig. Ja. Die Migras findet dich nicht lustig. Und wenn du auf TikTok gehst, siehst du nichts anderes, als dass Leute kommentieren, cringe, Bro, what the fuck, was ist das? Also irgendjemand konsumiert es einfach. Also, keine Ahnung, Bro, aber bis jetzt, also es ist wie so, was läuft. Ja. So, sie haben 2, 3 Inhalte gemacht, die ich geil gefunden habe. Safe, ja. So, wo ich lustig gefunden habe. Und sonst finde ich es einfach nicht so geil, Bro. Und ich finde einfach, wieso, das ist ja auch die Kritik von vielen Menschen gewesen, ist wieso. Aber wieso genau schafft man jetzt politisch relevante Themen, gesellschaftlich relevante Themen ab, zum nachher das schauen? Sind doch auch mal wegen irgendeiner Kritik gekommen, nicht? Also einfach, ich weiß nicht, ob es wegen einer Sendung war, wegen einem Clip, aber es ist, oder ob das eben ein versuchter Cancel oder ob das ein Shitstorm war. Ja. Ich weiß nicht, Bro, ich bin auch nicht so Fan von ihrem. Dann siehst du zum Beispiel SRF Virus, wo eigentlich eine Radioshow ist, aber auf TikTok zum Beispiel oder auf sozialen Medien erfolgreich ist. Mit Klicks und voll. Ja, und sie haben sich dann halt entschieden,
We, Myself and Why, der Sender rund um Frauen. Oder halt Finta-Themen zu löschen. Und da haben sie ja gesagt, das ist eine reine Performance-Frage. Und ich glaube, sie haben auch mal kommuniziert, dass es eigentlich sehr Kopf an Kopf war. Ja, das könntest du als Politik mit abstempeln. Ja. Weil, wenn du sagst, es geht um Performance und dann nur, also ich stelle mir vor, wenn du sagst, es geht um Performance und ganz ehrlich, Film und Film hat doppelt so viel Zahlen geliefert wie das, du bist am Arsch. Weil dann sagst du, wieso? Ja, dann spielt er am Ende vom Tag nur Zahlen. Ja. Wenn du sagst, Aber eben das Problem ist, wenn du sagst, es ist knapp, sie mit noch überlegt. ja. Sie haben gesagt, ja, weißt, es geht auch um Potenzial. Es geht darum, welche Sendung hat mehr Potenzial, bla bla. Das Ding ist auch wie so, okay, Bro, aber seit wann hat SRF den Auftrag? Potenzial erkennen. Also weißt Ja, zum sie- Performance beurteilen, Bruder. Ja. Zum Klicks machen. Weil dann müsst ihr nicht jedes scheiß Skirennen auf Retromanisch übersetzen Ja. und mit einem Kommentator haben. Weil für die 7 Leute, die Retromanisch reden, so. Ja. Nachher sind es noch 5. Oder? So, also es geht echt wie so, keine Ahnung, Bro, es war und ist ein Armutszeugnis, so. Welche Sendungen, SRF Kultur, haben sie auch weggenommen. Das ist meiner Meinung nach auch ein sehr geiles Ding. Heute schlimm, hä? Das ist schlimm, Bro. Also als, Und vielleicht eben zu sagen, wie meine Stimmung war. Also, Bro, die Stimmung war schwierig, Bruder, an diesem Tag oder in dieser Woche, weil Leute, du hast nicht gewusst, mit Leuten so... eins erst Zeit zum Reden, wie soll ich mich künden? Ja. Nein, nur reden. Ich künd mich nicht, Bruder. Und Bro, das Ding ist, wieso... Es hat bei uns in der Chefetage einen Wechsel gegeben. Kurz vor dem. Der alte Chef ist gegangen und eine neue Person ist nachher Chef geworden. Mit Chef meine ich Chef von meinem Chef. Ah, krass. Oder? Ja. Es geht ja noch weiter rauf, Bruder, weißt du? Ich habe gedacht, Chef, CEO. Nein, okay, ist gut. Auf jeden Fall ist die neue Person hat dann müssen das Schiff übernehmen, während glaube schon ein bisschen Am Sinken war. am Sinken war. Von mir aus easy. Das Ding ist, was passiert? Du bist 5 Abteilungen, du hörst die Abteilung und die Abteilung, die verpissen sich. So. Ja. I will remember Ja, das you. GIF. Genau, und nachher weg. Und du denkst im ersten Moment natürlich, fuck Bro, wie kann das sein? Im zweiten Moment denkst du, ja, Pech. Ja. Nein, du denkst, ja, Pech für euch, so, Ja. ich bin rum. Ich habe natürlich aber allen gesagt, ich finde es super schlimm und es tut mir leid für euch. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gefunden, hey Bro, irgendwo muss ja mein Job safe sein. Weil es ist eine ganze Abteilung, die fliegt. None of my business, Bro. Ja. Weißt du? Und das Ding ist, 2 Tage später komme ich ein Mail über. Termineinladung von Chef und HR-Beraterin. Ah, So, Termineinladung. Was war betreff? Kurzes Gespräch. Nachher schreibt sie so, lass uns doch zusammen über deine Zukunft beim SRF reden. Und ich so, Darf man keinen mehr. Sag doch einfach so, Bro. ich so, Bruder, okay. Also weißt du, ich habe ja gewusst, ich habe mir sehr gut können denken, wie richtig das geht. Ich Ja. habe dir auch geschrieben. Ja, voll. Und du so, hey, Bro, Mensch. Das Problem ist eben das, Bro. Ich sage sehr viel in diesem Podcast, wo ich amix vergiss, dass ich sage. Ja, aber es ist, also, solange du jetzt nicht übertreibst mit irgendwie, keine Ahnung, Genozid, Lügen und so weiter, dann nein, kannst Bro, du die Meinung vertreten. Das Problem ist, das Problem ist eben das. Du kannst beim SRF, wenn du anfängst, du unterschreibst, dass du öffentlich keine politische Figur mehr bist. Ja, schade, die haben die Jolas von kurz und bündig wählen dabei. Ja, das ist schwierig. Eben, Bro, aber du kannst mir nicht sagen, seit 2 Jahren, ich bin kein, also weißt, ich sage jede Sekunde, der ist ein Nuttersohn und weißt, es ist sehr viel politischer Inhalt, was ich sage. Also jetzt unabhängig von dem, der ist ein Nuttersohn, sondern nur schon letzte Woche haben wir einen Erfolg gemacht, der sehr politisch war. Ja. Und ich habe nicht gewusst, komme ich jetzt dran, weil ich gewisse Sachen in einem Podcast gesagt habe vielleicht. Ja, Oder was läuft. das dürfen sie eigentlich gar nicht. Also wenn sie würden dir sagen, schwarz auf weiß, ey, wir kicken dich, weil das uns nicht passt, was du in der Freizeit zeigst oder machst. Genau, das Problem ist stimmt eben, wie gesagt, ich habe unterschrieben, dass ich in öffentlichen Profil oder öffentlichen Content, was auch immer, nicht politisch Content mache. So. Theoretisch hätten sie, glaube ich, rechtlich gesehen Grundlage gehabt. Nein. Ich glaube schon. Bro. Nein, Bro. Wenn sie schreiben, du darfst nicht politisch sein und ich bin politisch, dann ist das ein Vertragsbruch. Ja, aber Bruder. du bist ja nicht
gehen für SP stimmen oder gehen das machen. Du machst auf Leid aufmerksam. Das ist nicht zum zu sagen, hey, ich bin Ich rede jetzt nicht nur von letzter Woche. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal einfach sehr politische Aussagen gemacht. 100%, Bro, 100%. Aber wie soll ich das sagen? Hast du etwas gemacht oder gesagt, was man eh nicht schon über das SRF denkt oder über die Mitarbeiter weiß? So, weiß man, dass die meisten links sind? Ja. Ja, fair. Ja, anyway, Bro, auf jeden Fall. Das Problem ist, wieso, das war eine Woche lang bis zum Termin. Und ich habe mich sehr damit abgefunden eigentlich, dass das jetzt passiert. Dann habe ich halt meinem Chef, mit dem ich auch cool bin, so gesagt. Bruder, was läuft? Ja, es läuft. Also weißt du, so, wieso reden wir seit Wochen darüber, ich mache im Dezember dann noch das und das und das. So. Und jetzt komme ich so etwas über. Wieso spielst du Eier mit mir? Sag mir doch einfach so, hey, einfach das weißt. Ja, voll. Easy. Ich weiß gar nicht, wie viel es auch schlau ist, da zu sagen, aber sagen wir es mal so, er war nicht dabei gewesen bei dieser Entscheidung. Anders gesagt, ich habe das Mail bekommen, er war in der Ferien gewesen. So. Gut, Bro, ich komme zurück, ich gehe ins Gespräch. Sie so, wir können den Vertrag nicht verlängern. Weil eigentlich mein Vertrag wäre bis Ende Jahr gelaufen. Und dann haben sie halt... Du so, wenn ich euch einen liefere, verlängert. Sie haben den Vertrag gesagt, wir müssen per Ende Jahr quasi uns trennen von dir und bla bla. Alles sehr respektvoll abgelaufen, alles sehr cool abgelaufen. Sie haben auch geschaut, dass Mitarbeiter nicht mit Null da stehen, kann ich jetzt mal sagen. Darum all good, all easy. Das Problem ist mehr dann so, du fängst dich an zu fragen, gut, Abteilungen werden aufgelöst und ein paar von diesen Leuten bekommen dann ja dann vielleicht einen neuen Job oder nicht. Und was passiert? Sie werden in anderen Orten platziert und an einem anderen Ort muss ja Platz gemacht werden. So quasi. Und das ist einer der Gründe, nehme ich mal an, wieso ich gegangen bin. Weird wird es halt erst, wenn du weißt, dass die neue Chefin oder der neue Chef vorher in dieser Abteilung der Chef war. Also in anderen? In der, die aufgelöst wurde. Nicht diese Chefin. War, und dann geht die Person weg. Jetzt ist die Person von dir, der Vorgesetzte? Nein, also es sind wie so, sagen wir mal, 4 Abteilungen. Ja. Und eine von den aufgelösten Abteilungen, dann ihre Chef ist jetzt Chef. Aha, also ist aufgestiegen. Statt dass sie ihn gefickt hat, du weißt das, du wirst nicht gefickt. Quasi aufgestiegen und nachher entscheidet die Person, wer halt... Die weiteren, die gehen, ja. Oder? Und dann ist ja wie so ein bisschen sass, dass nachher Leute, die vorher bei ihr waren, andere Jobs bekommen und dafür andere gekickt werden. Aber das ist halt das Business, Bruder. Fettere Wirtschaft. Ja. Bro, hin und her, auf jeden Fall, ich musste gehen. Für mich, ehrlich gesagt, war es gar nicht mal so schlimm gewesen, weil ich wollte so mich mehr aufs Studium konzentrieren. Hart ist einfach Leute, die ihre Lehre dort machen. Seit 13 Jahren dort, 16 Jahren dort arbeiten und nachher halt gekickt werden, Bro. Das ist heftig, ja. Wieso einfach auch so fürs Verständnis für die Leute vielleicht auch, wieso werden die alle so gekickt und wieso werden das Abteilungen, keine Ahnung, aufgelöst oder Programm nicht mehr weiterverfolgt? Ich glaube, es geht einerseits um Verschleiß von Zeit, Bruder. Also wenn ist das nicht auch eine Budgetfrage? Genau, wenn du 5 Abteilungen hast, die du musst bespielen musst, dann hat jede Abteilung vielleicht 15 Mitarbeiter. Und jede Abteilung hat den Auftrag pro Woche eine Anzahl X Sendungen machen. Und du machst nachher weniger Abteilungen daraus und dementsprechend auch weniger Mitarbeiter. Dann kannst du dich mehr auf die einzelnen Abteilungen und die einzelnen Programme konzentrieren. Also, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal so businesstechnisch, wenn du eine Firma hast und du hast 5 Abteilungen mit insgesamt 100 Mitarbeitern und nachher machst du aus diesen 5 Abteilungen nur noch 3 und du hast immer noch 100 Mitarbeiter, dann kostet dich einfach weniger. Ja, voll. Weil halt weniger Stufen dazwischen sind und weniger Kontrolle und weniger... Ja. Aber in dem Fall haben sie ja noch geschaut, dass weniger Mitarbeiter rum sind. Sie sind, glaube ich, schon nicht jeder gekündigt, der in der Abteilung ist, natürlich. Aber es sind schon Jobs gegangen, aber vor allem, Bro... Ja gut, eben, dass es Leute betrifft, also bei so Sachen, leider, bei so Sachen betrifft es erstmal die sicher mal nicht fest angestellt sind. Das ist immer so. Ja. Weil die haben die einfachste Bedingung, um die loswerden. Voll, Bro. Und ich glaube, was eben auch noch
ein riesiges Thema ist, wo viel in dem ganzen SRF und Geldproblem Disput gar nicht beobachtet haben, ist einfach wieso Nemo hat uns gefickt, Bro. Nemo? Ja. Wieso hat Nemo gefickt? Bro, wie Nemo hat Eurovision Song Contest in die Schweiz geholt. Ja. Weil die Person, die gönnt, die holt Ja, dann... das Land kommt. Oder weißt du, wie viel Eurovision kostet? Brutal. Also Bruder, die Produktion von Eurovision, das ist jetzt beim SRF, Bro. Ich frage mich, mit welchem, jetzt Basel hate hin oder her, scheißegal, aber mit welchem Grind, mit welchem Kopf haben die gedacht, ja Mann, wir da können so eine Weltshow hosten, wir haben Platz. Wir können. Und jetzt kommen schon die ersten paar Sachen raus. So weißt du, wegen Organisation, dies und das. Bruder, wieso müssen wir... Ich muss unbedingt, mein Kanton Basel hat schon lange nicht mehr etwas gemacht. Der macht nichts, du bist nicht relevant, der macht nichts. Hast du wieder, dass in Zürich ist? Bro, in Bern hat es... Ich sag dir, in Bern, Zürich und Genf, die drei Städte hätten das können organisieren wie Chefs. Wieso? Großstadt, Bro, die haben schon jenste grosse Events bei sich organisiert. Das ist nicht etwas zum ersten Mal. Ja, Eurovision ist ja... Bro, jenste grosse Events, auch internationale, sind in dieser Stadt schon ausgehalten worden. Vor allem Genf und Zürich, die haben das gemeistert, wie als wäre das nie, Bro. Also ich Bro, bin Zürich hat für ihre scheiße E-Velo, EM, WM oder E-Formel 1, EM, WM, haben sie die ganze Stadt gesperrt, Bro. Ganze Stadt. Ja, hast du geil gefunden, oder? Nein, ich habe es nicht geil gefunden, aber wenn's... Du hast ja fast berührt wegen Taylor Swift. Bro, ich sage, ich hasse das alles, aber sie können es organisieren. Ja. Bro, ich bin froh, dass er das machen in Basel, Bro. Noch ein weiterer Grund, dass ich nicht auf Basel gehe. Ja, fix. Scheiße, vor der Song. Eurosong Vision. Eurovision Song Contest. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, wo das passiert ist, ich glaube, viel in der Chefabteilung vom SRF haben gedacht, wir sind gefickt. Dass sie das mit übernehmen? Ja, Bro, weißt du, wie viel das kostet, Bro? Ja, sie können sicher noch Geld über dafür. Bro, da reden wir von mehreren Millionen. Ja, die das kommen Geld Leisten, über, Bro. Die kommen Geld über. 100%. Du kannst mir nicht sagen, dass SRF Minus macht mit dem Eurovision Song Contest. Wer gibt denn nicht Geld? Der Staat, Bro. Und Eurovision Song Contest muss ja auch Geld geben. Ja, Bro, der Staat gibt ihnen Geld, aber der Staat gibt sowieso am SRF Geld. Das heisst, sie kommen einfach noch ein Zusatzbudget über. Ja. Yeah. Aber das heisst, ja, Leute, ich bringe es auf bei, fertig, stell es auf bei. Ja, Bro, das gleiche in der Schweiz zum Beispiel eben, wo die EM in der Schweiz und Österreich war. Schweiz und Österreich ist nicht, wir haben nicht Millionen Fußballfans, wir sind nicht wie Brasilien, was haben wir Fußballland. Aber nachher haben sie sich für Schweiz und Österreich entschieden und Bro, dann hast du einfach das, was du kannst, hast aufgestellt. Und das war top gewesen. Es war super gewesen. Es bringt auch etwas. Weißt du, nachher hat es ja vor allem, also das Ziel ist immer von so Events, dass das, was sie machen, in diesem Land dann gepusht wird. In der Hoffnung, dass es zum Beispiel eben mehr Fußballer gibt oder mehr Leute für Fußball sich begeistern oder halt mehr Leute anfangen, sich für keinen Musiksong, was auch immer, sich begeistern. Und deswegen sage ich dir, Bro, das ist 100%. Also, und auch jedes Mal, wenn jedes Land, wo zum Beispiel so Sachen austreibt, ich nehme an, musst nicht überall begleichen oder bei den meisten, bei FIFA, wenn jetzt EM oder WM jemand sich bewirbt und das bekommt, logisch, sagt nicht, bewirbt, wir zahlen dir alles. Aber sie kommen dafür ein gewisses Budget über, sie kommen Cash über. Und jetzt, ich denke, also ich sage nicht, wir haben Cash gemacht, Dings, aber ich sage zumindest ist sowieso Zero Game für sie, mindestens. Das glaube ich nicht. Meinst du, sie geben selber noch Geld aus? Ich glaube, das SRF wird massiv Geld ausgeben fürs also Eurovision. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie Minus machen, aber wir sehen es. Meinst du, ist es das Jahr? Keine Ahnung, Bro. Und es ist ja bald auch wieder Cypher, nicht? Meinst du das eigentlich? Immer im April. April, ja? Okay. Easy. Hast du dir geschrieben, bald Cypher? Ich so, schon nächsten Monat. Bald ist für mich nächsten Monat. Ach, stimmt, das ist schon im April schon wieder. Ja, noch 2 Monate einfach. Mehr oder weniger. Plus minus. Ich denke, es ist der Cypher voll. Geil. Mit dem Malpis in der Reihe. Ich bin schon gespannt. Mal schauen, was das Jahr passiert. Ja, Mann. Ey, ich würde sagen... Wir sind am Ende angekommen. Danke für die Abmoderation. GIF, etwas. Danke, Mann, fürs Zuhören. Es war eine Folge, die um Gamen geht, die um Zeit beim SRF geht. Ich habe ein bisschen mehr Redezeit als du, Bro. Das können wir ist doch scheißegal. Gerne nächstes Mal wieder ändern. Gar kein Problem, Bro. Es hat mich interessiert. Geil. Und die Leute auch, weil es sind sehr viel gefragt. Ja, Mann, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hört den Scheiß. Gib ein Like. Folgt uns auf Spotify. Bewertet uns.
Und schick deiner Schwester und sag ihr einen lieben Gruß von uns beiden. Ja, fucker. Oh, falscher Knopf. Viele Leute Oh. sind doch Das ist kurz und wenig morgen.